Ma'am Teresa. Yan, tatabayan dito. Paborito niya yung embutido. Gustong gusto niya yung repolyo. Lasang kumain niya ng repolyo tsaka gulay. Tingnan niyo. Yan ba? Ma'am Teresa, opo. Gagawin ko lahat ng tulong dyan. Mapaayos lang siya. Kasi yung tatay ng papa ko, yan si papa. German din yung tatay niya. So parang lolo ko na nga to. Diba? Tisoy nila, ano nangyari sa akin? Bukas, utos sa akin ni Mami Sharma, pagluluto ko siya ng omelette egg sliced bread. Tapos, basta, manonood na lang ako sa YouTube kung paano magluto nun. Kung ano yung mga pwedeng ano sa kanya. Tapos yung, sir, bite nyo talaga, God bless po. Maraming salamat po. Lahat naman siguro ko gagawin yung ganito kapag may nangailangan, di ba? Hindi lang naman siguro akong makakagawa nito. At kahit kayo, kayang-kaya nyo rin yung gawin kung nasa parehas ko kayong kalagayan na siyempre, di ba? Ate Vilma, mahilig yan siya sa tinapay. Yung ano, tablet. Inom siya ng gamot. Yun yung pinoproblema ko kung hindi pa nadadala niya yung Ma'am Presi yung ano niya, yung tawag dito, yung reseta ng gamot. O, kasi umiinom siya ng gamot eh. May naasawa ba siyang Pinay nguso? Wala eh. Wala. Wala siyang naasawa. Nagbakasyon lang talaga siya dito. Ang ano lang kasi dito sa kanya, hindi niya nakukuha yung pension niya. 14 months pension, no pension. Right, sir? 14 months, no pension. 14 months, no pension. Yun. Yun yung maintindihan niyo sinabi ko. Dito natin, yung German natin. Kung naman kasi hindi ka nag-aral ng German din. Diba? 14 months siyang walang pension. Tapos, yun nga, hanggang sa, syempre, yung palipat-lipat siya ng inaalagaan, no? Ate may rendition, shout out. Sino yan, lolo mo? Hindi po, ampun ko po yan. Ampun ko yan. So, yung nag-aalaga sa kanya, si Ma'am Percy, may special child. Kaya hindi talaga siya niya kayang pagsabayin itong dalawa. Hindi niya kayang pagsabay. Kaya naiusap siya talaga na dito. Dito naman ang problema. Bukas nga, hindi ko alam kung matutuloy kami sa Tulpo. Naalala ko, tinulungan ni Rapi Tulpo na Belgian. Matapos maubos ang pera niya, init sa pera, siya ng girlfriend niya, tululungan siya ni Rapi Tulpo na makabalik sa Belgian. Magpaampon din ako. Sige, punta ka dito. Papasawa kita kay Lolo Kano. Pagbalik ng Belgian sa Belgian, sinalo siya ng Filipino community sa Belgian. Diba? Hindi ko patukoy eh. Marami siyang sinasabi, no? Totoo, meron akong nalaman na girlfriend niya rito sa Pinas. Pero hindi ko pa na-sure kung 100%. Kaya hindi ko pa rin nilalabas. Yeah. Mosquito. Nadapuan yung kalbo ni Lolo ng lamok. Ayun nga, ang pagkakasabi nga niya sa akin, sobrang galante niya kasi. Sobrang galante niya. Siguro mali niya rin naman daw na naubusan siya ng pera. Saan mo yan nakita? May nag-chat.
na nangingi ng tulong para sa kanya kasi nga minsan nga doon wala na tong pagala-gala siya para lang makakain kasi nga bukod sa wala na nga siya talagang nakukuha. Kaya sobrang payat niya, oh. Pero dito papatabayin ko muna. Maraming foreigner ang palaboy dyan sa Pinas. Kaya nga eh. Ano to? Hindi siya marunong mag-English, Ate Miriam Dizon. German. Kaya gumagamit ako ng translator. Tagalog to German, no? Para hindi ako mahirapan. So nag-uusap kami. Baby, wala kang ulam daw. Yun. Maraming foreigner ang palaboy. Kaya nga po eh. Kahit nasaan ka man. Ano siya ngayon? Sinulo ka niya. Pakain ka na din. So, ask mo siya saan siya sa German. Meron siyang sinabi. Wait lang ha. Meron siyang sinabi. Woher? Mohe. Wo in Deutschland wohl herkommt? Hindi ko siya maintindihan. Schweizer Grenze. Swiss Grenze. Swiss Grenze. Wo? Sa restaurants daw, hindi ko maintindihan. May chat dito nun eh. Yung tinabi ko eh. Nasa ano, nandito kasi sa isang cellphone. No? So, ito sabi niya, let's go tomorrow where you said where you can help me. So, sabi niya, tomorrow. 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 Wait lang yan. Nag-uusap lang kami ha. Ito sabi niya, oh. Okay, so, ito. Sabi niya. Oh, yan. Let go tomorrow where you say you here you can help me. Oh, ano sa Tagalog yan, guys? Tomorrow. Tomorrow? No. No. Next day. Huh? Next day. Next tomorrow. Oh, Okay. next day. Going to the Senator Rapi Tulfo in next day. Okay? Sa Monday na ako ng madaling araw pumila sa Rita. Hindi, okay na po, re-recta na kami doon. Ate Maldita, good morning. Abangan ko kayo sa kaya nga po, pero yun, ang sabi kasi sa amin doon, kapag dadalhin namin siya, kapag pupunta kami doon, dapat dala-dala na namin siya para hindi na rin naman kami pipila kasi senior citizen na si Sir Carl. O, senior citizen na siya. Ate Sheila Gomez, sabi ko sa kanya, sa susunod na araw kita dadaling kay Senator Rapi Tulfo. Okay? Ang gawin mo ngayon, relax ka lang. Baby si kuya mo. Relax ka lang. At mag-enjoy. Ayun, saan na yung ano? Ay, ito. Nahanap niya. Yung patch and test panin yun. Okay? Okay daw. Relax ka lang, enjoy ka lang dito. Salted egg ba tawag dun? Bawal dan. Tingnan ko nga. Ano pa inantay nyo? Painom? O sige, wait lang. Wait lang. Load tayo. German food. You like this? German food. Potato.
Good. It's good. Okay. In Schergen. Viele Esses. Viele SSS. Ja. Nix Reis, nicht viel. Reis no. Aber das, oh, viel. Ay, Jeden Tag. Ay, ibig sabihin, sa Pilipinas, kanin. Ito yung pinakakanin nila, yung potato. Good. You like this? You like that? You like this? Excuse me if near you, but I have to go to Germany as soon as possible. We urgent need money so we can survive. Ano sabi niya? Marunong ka ba mag-ano? Ano ka rin ba sa English? Hindi, ito sa taas na ibig sabihin ko, pero itong urgently need money so we can survive. Urgently. Kailangan. Sir, kailangan niya ng pera para makasurvive. Anong gagamitin mo sa pera? Excuse me if near you, but I have to go to Germany. Chill, relax, and enjoy. Bakit? Ikaw may iyak. What the chat? Percy. Percy. What are you crying? Warung Westdu. Umiyak siya, guys. Gusto niya na talaga muna. Baka nag-alolate ng pera niyan bangko. Baka alam niya na wala siya kaya ayaw niyang ibigay sa daming Karamiyak. Don't be cry, Hamon. I help you. Don't be afraid. No. Hirap talaga. Kailangan text this. Okay? Don't be cry, ha? Umiyak sa kanina eh. Gusto niya na daw umuwi. I call the Presi. Call Presi. Tawagan natin si Presi. Si Ma'am Presi yung nagdala sa kanya dito. Ito umiyak. Umiyak siya kasi. Oo, ano may. Messenger. Think positive, Dulos. Hope you are doing best for your health. Trust them, also take care of you. Tawagan natin si Ma'am Percy. Wawa naman, no? Umiyak siya eh. Don't be crying, ito nang umiyak. Don't cry, don't be cry tuloy. Ate ako naiiyak din kay Lolo Kano eh.
Umiyak siya eh. Kung gusto niya na umuwi. Sabi ko sa kanya din, inaayos ko pa sa mga gandang proseso yung yung pag-uwi niya. Mount is Percy's sleep. It's not answer. Not answer. Ay, tumawag ate ako to. Ayun nga pala. Ibang palang bindutan dun. German. Plug. Wait lang. Kausapin mo sila. Naintindihan ka nila. Yeah. CE. Yes. Okay. Maraming nanonood siya. Wait lang. Nauudo na ako, guys. Yeah, 22 million. Tote. Ito lalamunan ko. Ba't siya umiiyak kanina? Yung ano ba yung sinabi mo? Yung think positive. Sabi kasi niya, gusto niya na raw mamatay. No. Sabi ko, wag siya mawala ng pag-asa. Hello? Hello? Ito si JR, oh. Okay? Nabasa mo ba yung itinachat niya sa akin? Minsan naiinis ako sa chat niya. Gusto niya na raw mamatay. Sabi ko, think positive kasi marami tumutulong sa'yo. Ay, sakit ka ako ngayon eh. Okay, ah. Ikabi krang, kali. So, the next one, Vladimir is stress, okay? Do Alice, okay, there. Ictex medicine, minor medicine, Ictex thinking. Do next thinking, Mel, Ictex yun, kali, ikabi krang. Ang sabi ko, hindi ako okay ngayon, mayroon akong frakaso. Sana, tinutulungan natin siya. Tulungan naman din niya yung sarili niya. Hello? First aid, katulad. Yeah, exactly. Ikabi krang. Ictex yun yan. Ictex medicine.
Meine Sohn, ja, next Essen, next girl. So, du nichts machen mehr, ist mir skali. Bitte, okay? Ich habe keine Nerven mehr. Meine Nerven kaputt. Hello? Jay. Sige te, salita ka lang. Oo, sabi niya, pahingi daw siya ng pera sa sitwasyon ko kasi ngayon. Ba't anong bibilin niya? Anong gusto niyang bilhin? At yan, may bata kasi siya, ano yan, yung parang ano siya, yung parang kulang sa pansin. Yung parang ano, kaya minsan, ano lang yung pasensya. Sakit na nga. Wala yun, wala sa akin yun. stress. Baka nahihiya siya, sabi mo, huwag siya kasing mahiya dito. Oo nga. Kaya nga sabi ko nga, nakakahiya rin sa inyo kasi hindi nyo rin naman siya talaga responsibilidad, diba? Kung meron tayong mapagdadala na institution sa kanya, yung supawin sa bansa niya, Kaya ate Aisha, natin inaore. ha? Hindi yung mga nanonood. Naka-live ako ngayon eh. Eh, sakto, bigla siya umiyak. Hindi, ano lang yan, papapansin. Kaya talaga yan kasi parang baby na lang yung utak na, sasakyan-sakyan na lang natin. Sinasakyan-sakyan ko na lang kaysa ma-stress siya o ano yung kakapit sa utak niya. Meron na kasi siya konting Alzheimer's. Mula kahapon pa yan, sinusubaybayan ang matandang Jerno. Buti na lang nandyan si Tigo tumutulong sa kanya, nakakaawa na siya. Kanyang kalagayan ngayon. Oo. Eh nga eh, umiiyak siya eh. Hindi ko naman siya kayang pakalmahin kasi hindi ko siya kayang kausapin ng diretso kasi nga umiiyak siya. Sabi ko nga sa kanya, huwag siya mawalan ng pag-asa. Ano ba salita ng ano, huwag kang mawalan ng pag-asa? Sabihin mo gano'n, Alice okay. Sabihin mo, Alice okay. Yung everything will be alright, gano'n. Alice okay. Next stress, sabihin mo. Okay? Don't cry. Sabihin mo. Alice okay. Kali. Ikabig plan. Go Shari. Nag-isplakin no good. Minus plakin no good. Ikabig feel words. Pipe. Next plakin will stress. Ikabig on do. Alice helping on do. Again, the man is good. That man is good. That family is good. Pipe. We helping. We next same Lord. We Filipino and good Deutschland. But we helping on do. Saan po kayo dito sa Taguig, boss? Sa ano, sa Santa Ana. Bakit, boss? Villa de Mosa, shoutout sa'yo. Dito kami sa Santa Ana, sa may simbahan. Hello. Bakit umiiyak? Gusto niya na daw umuwi ng German. Eh, wala pa naman kami ano eh. Tapos siya na, yung nakadepende siya sa akin. Hindi ko naman, nakita mo, Jay, ako may sakit. Yung anak ko na special child, ayan. Hindi ko rin siya masikaso. Tapos sabi niya, ba't daw, pinamigay ko kasi naman, hindi ko naman din siya anak o hindi ko rin kamag-anak, hindi ko rin siya kaya kuhain. Nakita mo rin yung sitwasyon na ako. Na ano yung boses ko sa upo. You want to dance? Ay, nako. Ales Weird in Ordong Opa, sabihin mo, Jay. Ales Wind in Ordong. That's right. German, yan oh. Kasi Sabi mo sa kanya, te, magsalita siya dito sa live. May mga Germany na mga nanonood. May mga viewers na marunong mag-German. pagka kasi yung masyado siyang pinapansin, lalo siyang, kasi nga gano'n nag-iisip bata na siya. Lalo siyang parang, kumbaga sa bata nagtatantrum, kaya minsan pinapabayaan talaga na lumitas din yan. Dali, doon nagsistress, okay?
ikabitin stress eh. But iktiksagi hondo ikabi feel crack, lo syari ikabi medicine. Eine Krebs, alles, Inflection jetzt, LJR. Also, Felix girl here. Even though they're not a credit girl, okay? At Kevin Lim girl, Kevin, next arbay. Dito eh. Salamat po, Ma'am Leoida Agni. Wenn mir jemand helfen kann, bitte helfen Sie mir. Ich brauche Hilfe, bitte. Nawawa naman. Naiyak din ako sa kanya. May sinasabi siya kanina yung sa katawan niya daw, doktor siya. O konti na lang pala gamot niya rito, ate. Dali mo na yung ano. Reseta. Oo. Ipadala mo na lang kung sino mautusan mo. Sige, try ko na lang din. Kasi abot ko lang isang makulay si JL. Bei der Embassy, bei der Botschaft, scheiße. Sie helfen nicht. Ano sinasabi niya? Das deutsche Botschaft, nichts helfen. Kaya, Mami, Ate Charlene, 5-mal der wahre Botschaft, viel Geld immer, Taxi. Und nichts helfen. sabi niya? Ano sabi niya? Sabi niya, pabalik na kami sa embassy, hindi naman kami tinutulungan. Ang sabi niya, mal. Sabi niya, itong buwan na to, 5 beses na kami bumalik ng embassy, next helpin, hindi raw kami tinutulungan. Bullshit, next helpin. No, Ang embassy hindi tumutulong. Botschaft, scheiße. Yeah, at yung sinabi niya, Jay, bullshit siya is, visit daw yung embassy, shit daw. Minumura niya. Okay. Hello, Jay? Pa-chase lang muna ako ha. Sige, tayo. Okay lang. Maghanap ako ng gamot kasi sama talaga ng pakiram. Okay. Ang boses ko. Bebe, bye-bye na, bebe. Bye-bye po. Bye-bye po. Bye-bye. Okay. Naiiyak si Lolo kasi gusto niya na umuwi. Sabi ko, konting panahon pa. Ano rin tayo. Pauwi ko yun, ha? Konting panahon pa. Napabasa ko sa kanyang German translator. Okay. Smile! Don't be sad. Don't sad. Ha? Stress. Stress daw siya. Das. Jeden Tag Stress. Nakakawa naman eh. Ay, nako. Megalo Ate Leonis. Pabasa mo, Jay, sa kanya. Do no familia in this land. Opa. No daw. Wala daw siyang pamilya No doon. Familie. No pamilya. No, naiiyak nga siya.
Ang passport kapag may pera ka, 3 araw lang tapos na. 14 months na nga siyang hindi nakakakuha ng pension niya. Hindi expired na ata yung niya, yung ATM. Share para mas maraming makapanood. Sana matulungan, may tumulong din sa akin kasi bukod sa syempre wala rin akong kalam-alam sa ganyan. Bro Jay, kausapin mo si hubby ko sa Messenger. I-chat nyo ako dito. Paano ba? Wala kasi. Andyan yung messenger ko eh. Ano ba FB mo, Ate Leonis? I-add nyo po ito para mag-usap tayo. Dito na lang po kayo tumawag sa FB ng kapatid ko. Yung Raymond Junicio. Raymond G. Junicio. Chat mo ako dyan, Ate Leonis. Raymond G. Junicio. Ayun, nakatimbiyaya siya ng profile pic. Nauudo na ako. Yan. Aberbon who beach do in Deutschland. Von Schweizer Grenze. Sorry, Swiss Grenze. Hindi ko kayo maintindihan. Bahala kayo dyan. Baka minumuran. Call kita sa messenger dyan. Basel. Andito po yung messenger ko eh. Nandito sa live. Mamaya na lang po. Nandito sa live eh. Wait lang guys at kapag may nag-comment ng German pa, ituro mo sa Von kanya. Schweizer Grenze. Bei Basel. Ay, sa Ate Susana. Basel. Wala mawawala yung live ko kapag sinagot ko siya. Von Swiss Grenze gekommen. Hello. Oh God. Hello.
Ich verstehe englische Sprache nicht. Good evening. Anong gumarap ka sa kapina? Hindi ang bakit. I now speak English. Hello. Sabi niya. Hindi siya nakakaintindi ng English eh. Sinabi na Lakihan nyo yung letter ah. Hello. Guten Tag. It's okay. Hirapan tayo sa kalisod nito ni Lolo. It's okay. Jay, pakiusap mo kay Leone Silman. Eh, wala yung messenger eh. Dito dapat sila mag-contact ko. Ano ba FB mo ate? Kontakin kita. Yung Raymond Junicio, i-add mo ate Leonis. Leonis Silman, tignan ko nga. Leonis Hilman. Ito. Ito po ba to? Yan, nag-chat ako. Nasa Germany nga sila. Nilagay mo FB mo sa comment section, Jay. Ate Leonis, nag-chat ako sa'yo. Yung, Raymond Junicio. Ikaw to. Yan, ikaw ako nga to. Ano yan, sa FB ng kapatid ko. Cellphone nila to eh. Ay, Ate Kalingap Bell, TV Hong Kong. Tawag ka, Ate Leonis. Paano siya napunta dyan sa Pinas, Jay? Nagbakasyon siya dito eh.
So, bali daw ang kwento niyan, panoorin nyo na lang sa video, may video ng dalawa dyan. O ano siya, nakauwi na siya, tapos bumalik siya ulit dito. Wala nga siyang pamilya doon. Kaso, pagbalik niya rito, parang hindi na siya nakakapakuha ng pension niya. Yun yung masakit. Was called Filipino, huh? What's this? What's this? Who bring up you here in Philippines? Wait ka, uming ito. Sandali ha, 5 minutes nasa labas lang habi ko. Sige. Wait lang, i-chat ko sa kanya. Sige Ate Leonis. Hello. Okay? Oo nga, dahil how out siya every 6 months sa Germany. Kaya nga, totoo nga ba ano na siya rito? Yung parang expired na yung pananatili niya rito. Eh kaso paano siya makakauwi? Wala siyang pera, ayaw siya pauwiin. Ilang beses na sila pabalik-balik sa embassy. Sa ayaw siya intindihin daw. Hindi ko pa alam kasi hindi ko naman alam yung Kaya si Sir Rapi Tulfo talaga sa kanya, makakatulong. Kaya sana yung mga video niya guys, paki-share, paki-hashtag kay Sir Rapi Tulfo para mas mapabilis kami na matulungan si Sir Carling. Nang ginupitan ko nga siya nung nakaraan, medyo okay na siya. Ampunin mo na lang muna dyan si Jay. Kuya, kakawawa naman. Hingi na lang tulong kay Sir Rapi. Kaya nga po, inaano ko siya. Dito ko muna siya. Inaano. Pinapa-stay. German Embassy. German Embassy. Mix German Embassy. Mix mehr. No. German Embassy. Die nur schreibe, aber nichts mache. Nur so oder große Papier. Schreibe. Nichts mache, nichts. Warum nicht sage, okay, wir bezahlen Flug Deutschland, dann alles okay, aber no, nichts bezahlen Flug. Hindi ko maintindihan siya sabi niya. Sana matulungan agad ni Senator Rapi. Kaya tulungan niyo ako guys. Tulungan niyo ako na makalapit kay Idol Rapi. No, para mapauwi na natin siya. At para hindi na siya nai-stress ng ganyan. At para yung pension niya rin tuloy-tuloy niya pang makuha hanggat nabubuhay siya. Hindi naman ganun kadali yun, magkabisdok Mag-send ako ng link kay Sir Rapi Tulfo para mapansin. Share ko to live mo, madali lang yan. Sige po, salamat po Ate Kalingap Bell. Thank you. Pakilaki yan ng letter. Eine Freundin von mir. Okay, salamat to Edison. Pasensya na, nasabayan kita sa premiere mo kanina. Aalis din kasi ako Kaya nag-live na ako. Kaya na rin kasi ako, kanina pa siya umiiyak. Wala naman akong matulong. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero yung kay Sir Rapi kasi, pupunta kami doon.
Yan. Salamat ulit din na. Salamat. So bukas ano ko ito ng kuko. Nasa labas pa daw siya eh. Salamat po, salamat Ate Kalingap Bell. Yan guys, tulungan niyo ako ha, may share yung mga video ni Sir Carl para maano ni Sir Rapi Tulfo agad para malaman niya. Yan ate. Ito, kausap ko. Hello. O, si Kuya, Kuya Hilman, ha? Kuya Hilman. Ayan siya. Yeah. Oh, kasi mahihain ito eh. Sige, mag-ilonggo kayo ah. Ito, naririnig ka. Naririnig ka na, nakatutok yung cellphone sa tenga. Sige. Ano ba? Gabi sa atin? Gabi na. Gabi na dyan bro. Apo, gabi na. Hallo? Hallo. Karl-Heinz, hörst du mich oder hörst du mich? Ja, ich höre. Aber I know speak English. Nein, ich rede mit Ihnen in Deutsch. Wir sind in Deutschland, aus Berlin. Okay, wir reden Deutsch. Woher kommen Sie denn aus Deutschland? Bitte? Woher kommen Sie denn aus Deutschland? Sie sind doch Deutscher, oder? Ja. Ja. Und wo genau? In welchem Bundesland in Deutschland? Bitte? In welchem Bundesland in Deutschland kommen Sie? In Baden-Württemberg. In Baden. Baden. Bayern? Sie kommen aus Bayern, ja? Bitte? Sie kommen aus Bayern. Nee, Baden. Aus Baden. Baden-Württemberg oder Baden-Baden? Ja, Baden-Württemberg, ja. Yes. Also in Stuttgart. Ja, verstehe. Und wieso sind Sie da auf dem Philippinen gelandet? Eine Freundin hat mich hierher gebracht. Und hier habe ich meine Freundin kennengelernt. Ja, Und dann bin ich geblieben in Philippinen. Nichts mehr zurück. und da sind Sie auf dem Philippinen geblieben. Okay. Und das heißt, Sie wollen wieder nach Deutschland zurückkommen oder wie ist das? Ja, ich muss. Meine Bankzeit schon 14. Ich bin 14 Monate ohne Geld. Keine Pfennig Geld. Ja, und wieso gehen Sie nicht so ein Dings hier, deutsche Botschaft? Die deutsche Botschaft ist für Sie normalerweise zuständig. Ja, ich war schon 5-mal bei Und Deutsche was haben Post. Sie gesagt? Das ist mich mal einfach. Was haben Sie denn gesagt? Sie nur schreiben Brief, aber nichts helfen. Ich sage, ich muss nach Deutschland. Ich bin sehr krank. Ja, und wieso haben Sie nicht dafür jetzt nur gekämpft? Also ich spreche die Leute, die dafür zuständig für Sie. Normalerweise ist die deutsche Botschaft für Sie zuständig. Ja, ich schon. Und nicht alle anderen. Aber sie helfen nichts. Sie nur schreiben. Schreiben. Aber Sie das, müssen dort in die philippinische Botschaft persönlich dorthin gehen. Vorstellen. nein, Deutsche Botschaft in Manila. Ja, Sie müssen nach Baba mo Manila lang dyan. hinfliegen und dahin fahren. Bitte? Die deutsche Botschaft ist doch in Baba Manila, mo. oder? Ja, So, das heißt, Sie müssen Baka dort magalaw mo yung wifi ah. hingehen. ja. Das immer kostet viel Geld. Nein, ja, Inutot mo nein. kasi dun. Verstehe ich überhaupt gar nicht. Nein. Sie müssen, Ate Rachel, shoutout. Sie müssen durch die Botschaft hingehen. Und Ja, die okay. Probleme, dass Sie sagen, Sie sind Deutscher, Sie haben doch einen Pass. Ich habe doch einen Pass, doch letztes Mal gesehen über Dings hier, über die. Sie haben doch einen Pass doch irgendwo gezeigt. So, das heißt, Sie müssen durch die deutsche Botschaft hingehen. Ja, Und sich schauen, in Ihre Kommunikation, die du weiterhelfen können, ohne dort Wala. selber hinzufahren oder sich persönlich so vorzustellen, geht nicht, das dauert zu lange. Verstehen Sie, was ich meine? ja, ich muss immer hingehen zur Deutschen Botschaft.
Ja, Sie müssen in Deutsche Botschaft hingehen, Sie müssen dort einen Dolmetscher mitbringen. Ne, die redet Deutsch. Naja, deshalb, ja, dann gehen Sie doch einfach mal dahin. Ja, wir waren 5-mal. Weil, Ja, und was haben Sie ihnen denn gesagt? Mit wem haben Sie da gesprochen? sie nur schreiben Brief. Aber nichts mache. Ich sage, ich muss Deutschland gehen. Ich muss meine Bank, auf meine Bank. Meine Bank zahlt mir kein Geld. Ja, und warum wollen Sie das? Wieso Ihre Bank ist gesperrt oder wie ist das jetzt? Hä? Ist Ihre Bank gesperrt oder was? Nee. Das wird abhängen? Meine Bankkarte ist abgelaufen. Ich brauche neue Bankkarte. Ich habe hier kein Konto. Ja, Bitte? ohne eine deutsche Botschaft Hilfe zu kriegen, geht das nicht. Das heißt, Sie müssen dort einen Antrag stellen, dass die wieder über deutsche Botschaft ihre EC-Karte wieder neu kriegen oder wieder aktiviert wird. Ohne die geht's das nicht. Die Botschaft sagt, sie sind nicht zuständig für solche Sachen. Quatsch. Nein, das ist Quatsch, was Sie da reden. Guck mal, Nee. Karl-Heinz, ich bin schon lange in Deutschland, seit 87 in Deutschland. Ja? Und ich weiß, wo vorne und hinten ist. Du musst nur immer hinterher sein. Ohne die geht das nicht. Ja, aber ich war- Die Kopfwirtschaft auf den Philippinen. Wozu? Ich war schon 5-mal. Und immer, Ja, du bist aber in Not. Verstehst du, was ich meine? ja, Die müssen dir helfen, geht nicht anders. Aber was sind das für Idioten? Tut mir leid, wie ich das sagen darf, aber das sind doch Idioten. sie helfen nicht. Ich sage, ich muss, Du musst aber hingehen. das kostet jedes Mal viel Geld dorthin. Das liegt in meiner Nähe, das ist weit weg. Ja, wie viele Minuten braucht er denn? Wo du jetzt wohnst und dahin zur Botschaft zu fahren, wie lange braucht er denn? Wie lang? Ja, wie lange braucht er denn? Wie viele Minuten oder wie viele Stunden? Über 2 Stunden. Über 2 Stunden. Ja. Das mit Taxi, das ist viel Geld. Ich kann nichts fahren, Bus. Ich bin krank. Ich kann nicht richtig laufen. Ich nichts Bus fahren. Ich muss Taxi nehmen. Und das kostet jedes Mal viel Geld. Ne, wie viel kostet Taxi denn, wenn du hinfährst? Mit Taxi hin und zurück. Wie viel? Ja, wie viel Peso? Ja, ein Weg sind 700 Peso. Ein Weg, Wie viel? 700. Also 1400 Peso hin und zurück. Aber ich habe kein, ich habe kein Geld. Ich kann nichts fahren mit Taxi. Kein Geld. Wie machen Sie anders, Herr Karl-Heinz? Ich muss mal mit Jay nochmal reden. Ja, ich habe Sie schon verstanden. Gib mir nochmal bitte Jay. Ja. Po, Jay, Ah. siya ito, ano lang. Yeah. Kailan ba kayo ulit pupunta dun sa Tipasi? bali ngayon, ang namin ni Sardinas, kasi nga, pumunta kami kagabi sa TV5, so ang kailangan kasama na namin siya kasi akala namin pipila pa kami. So hindi na kami pipila, bali dadalhin na namin siya doon ngayon. Hindi pa naman din 100% na makakausap niya agad si Sir Rapi Tulfo, pero yung mga ganitong kaso kasi talagang ito yung mga isa sa mga priority or mas pina-priority ng Rapi Tulfo in action. So talagang magbabaka sakali kami. Ngayon kasi dapat talaga kami pupunta kaso coding yung sasakyan. So bukas naman may gagawin si Tol Sardinas kaya hindi matutuloy bukas sa susunod pa na araw. So yun muna yung namin kasi wala akong idea kung paano yung gagawin doon sa embassy kasi nga
ang sabi nga sa akin ni Ma'am Presi, yung dating nag-aalaga sa kanya na pabalik-balik lang daw sila pero wala nga daw naman din nangyayari. Alam mo kung bakit pero pabalik-balik doon? Kasi yung translator, hindi marunong mag-German. Ayun ang problema doon eh. Kasi ang German na embassy, ganun talaga, matigas talaga sila. Kaya dapat, ang gawin nyo palagi kayo doon, at saka kung alam nila yung translator nyo, magaling mag-German, katulad ko, papayagan yun, o gagawin nila yung gagawa nila lang para kung paano nila matulungan yung si Karl-Heinz. Kasi bawal yan normally, bawal yan dito. Sa German, bawal yan ginagawa nila sa atin eh. Hindi yung pwede katakihan nila yun ng ganyan na case. Kaya nga yun din tama nga. Baka may sakit pa, normally, ang problema lang doon sa dahilan yun eh. Trabaho nila yun eh. Kaya nga Kawawa Kaya nga dapat doon, makikiusap doon sa kanya, pumunta na kayo muna sa TV5. Sigurado matutulungan na yan sila kasi kung ano yan tatawag doon, Senator Rafi Tulfo, sigurado matutulungan yun. Kasi malakalaking tao na yun. Opo. So yun nga, ngayon, Gawaan nyo na ng paraan. Ganun talaga sila eh. Kasi siyempre ayaw nila kasi yung obligation ng gano'n. Maraming trabaho yun para sa kanila eh. tapos yung sa nga daw, yung sa pension niya nga, hindi na nga daw hindi na nga 14 months na siyang hindi withdraw, tama ba? Kasi sabi niya kanina sa akin, expired na ro yung niya, yung ang card niya. Kasi ang dapat doon ang gagawin niya, kasi may passport na hindi pa may expired yung passport niya, di ba? Hindi pa, 2025 pa po. Andito. Oo, tama yun. Ang gagawin niya dapat... Where's your passport? Passport. Yan, ito, papakita niyo. Yung bank, niya. Sandali lang yun eh. So, kung halimbawa, diba, ang una talaga muna namin gawin sa TV5, sir. Pumunta muna kayo sa TV5 kung magawaan ni Senator yung case niyan. Okay, kung hindi, tawag ka na lang ulit para kami na lang tutulong sa inyo. Apo. Magagawa tayo ng parang kung paano mo kayo tulungan. Sige po. So, ito yung passport niyo. Wait, asan na? Okay pa naman kasi importante na lang yan. Ay, ID. Ito. Okay. Kasi yung card niya kasi hindi ba expired na. Ito, ito siya. Ito yung passport niya. Kita. Huwag mo ipakita. Bawal ipakita yan. Hindi naman sa live. Dito lang. Sa video call. Yan o. Wag na. Sabihin mo na lang sa akin ang ganyan. Kailan ba expiration yan? Wag mo na yan. Yan mo kaya. 04/10/2025. Okay. Ano pa pala yan eh? 3 years pa. Bali, nung inano niya to is 05/10/2015. Pero may pension pa siya tinatanggap every month, sabi niya. Opo, pero 14 months na nga pong hindi nakukuha. Gawa nga daw na Pero expert nga yun. Kasi kung ang kailangan, kung hindi talaga siya magawa ng ang paraan dyan, ang gagawin natin, Ay, Ate Early. Opo, sige. pwede siyang gumawa ng, sa Tagalog? Power of attorney, magsulat sa handwriting, permahan niya, isulat niya yung pangalan niya doon sa loob na ako ang magkuha ng pera dito sa bangko niya kung ipapadala ko dyan sa kanya. Ayan ang last choice natin kung hindi yung magawa ng paraan yan. Sabi mo sa kanya, sir, kasi may mga siya dito. May mga picture siya dito na sinulat niya sa papel. Nasa Gmail. I-check niyo yung Gmail niya, makikita niyo lahat po doon. Meron ba siyang mail address? Opo, meron siya. Ito nga, ginagawa niya ngayon, no? Pagpasa mo naman kay thesis mamaya kung pwede. Ang pangalan niya is, Carlis. Ito, sige. Tanungin mo sa kanya, sir.
Tanong mo sa kanya, pati yung... Pasa mo na lang sa kay Mrs. yung niya, yung email niya para kami na lang magsulat ang dalawa. Ay. Tanungin mo na lang, bro, kasi bawal yan sa kasi niya yan identification niya yan bawal yan sa sa live. Ay, sorry. Dito sa Germany, bawal yan. Bawal. Okay. Tapos... sige. Sige, sir. Karl-Heinz, Ja, hör mal bitte zu. Du hast mir vorhin erzählt, 14 Monate hast du kein Geld mehr bekommen, weil deine Karte abgelaufen ist, ne? Deine Ja. EC-Karte abgelaufen ist. richtig, ja. So, du kannst erstmal mit Jay und alle anderen da, Leute in DB5 bei Senator Rafi Tulfo dort versuchen, dein Glück. Schildern alles dein Problem und erklären, wie das alles abläuft und wenn die nicht dir helfen können, können wir nochmal zusammenkommen. Also ich würde du kannst uns nochmal kontaktieren. Ne? Dann werden wir dir helfen. Ich spreche dann Ihnen, du musst uns oder mir eine Vollmacht machen für deine Bank. Ja? Ja, Und dann spricht dann Ihnen, dass ich dein Geld hier in Deutschland abheben kann, wie viel du willst, und dann schicken wir dir das dann eben keine Ahnung, der Bank. ich Das habe geht das, dann alles. ja, Das ist das letzte Möglichkeit, die wir überhaupt machen können für dich. Ja, aber ich denke mal, die EC-Karte jetzt machen zu lassen, sage ich mal, das dauert bestimmt geht schnell, denke ich mal, zwischen 6 und 7 Wochen. Die EC-Karte herzustellen. Eine neue. ja. Ja, und ich Ja. weiß nicht, wie sie das machen wollen, wenn du das über Botschaften machen lässt, dann geht es auch so. Ich habe bestimmt schon 80 E-Mail geschickt an meine Bank. Und immer dasselbe. Kommt immer dasselbe. Wir bearbeiten. Aber nichts wird gemacht. Die Bank macht nichts. Wird so viel schreiben. Hast du überhaupt eine komplette, korrekte Adresse angegeben bei deiner Bank? Ja, ich habe keine mehr. Ich habe keine. Ist die auch ein Schatz? Meine Wohnung ist weg. Weil ich habe kein Geld. Ich kann nicht bezahlen. Jetzt ich habe keine Wohnung. Nix. Ich wohne bei. Ja, aber du sagst zu der Bank, du bist im Ausland hängen geblieben. Ja? Und seit 14 Monaten hast du kein Geld mehr bekommen. So, wie kommen wir überhaupt auf den Punkt? Also, wie komme ich an mein Geld ran? Ja? Ja. Die Bank wird dir das sagen und erklären, wie du an dein Geld rankommen kannst. Also, ich spreche dann hin, sie bieten dir ein, okay, wir schicken dir eine neue Karte, aber wir bräuchten eine neue, komplette Adresse, wo du jetzt wohnst. Verstehst du? Ja. Ohne den macht die Bank auch nichts. Weil sie nicht wissen, wo du jetzt wohnst. Ja, das Problem ist, ich weiß nie, wie lange ich irgendwo bin. Ich habe schon so viele Wohnungen, in andere Wohnungen gegangen. Weil ich kann nicht immer da bleiben. Die Leute haben hier auch kein Geld. Sie können mich nicht lang behalten. Ne? Sie helfen, aber Ja, ungünstig. Ja, das Problem ist, wie gesagt, du musst dich darum kümmern. Also ich spreche eben gleich mit deiner Bank in Verbindung sitzen. Verstehst du mich jetzt, Karl-Heinz? ja, Ja, ohne den geht's das nicht. Und wie gesagt, geh erstmal nächste Woche am Montag dahin zu DB5 und dann wirst du dann hören oder schauen, was die da jetzt sagen. Und dann wenn die sagen, okay, wir können dir nicht helfen, und dann wir können jemandem dann noch sagen, okay, dann rufe uns zurück und dann können wir das weitermachen. Also ich bitte, wir können dir dann weiterhelfen. Das heißt, du musst uns dann eine Vollmacht geben. ja, Verstehst du? ja, Ja, ohne den geht's halt nicht, sonst kommst du an dein Geld nicht ran. ja, ich habe Das heißt, schon, du musst dann eben eine letzte Chance, einen handgeschriebenen Brief, ja, ja, und da kommt das Schreiben. Ja, natürlich mit meinem Namen. Ich kann ja, du hast doch eine E-Mail-Adresse, oder? ja, So.
Du schickst nachher, sagst du zu Jay nachher, er soll mir deine E-Mail-Adresse schicken. Ich habe auch schon zu ihm gesagt, er soll nochmal deine E-Mail-Adresse zu mir schicken. Ja? Und den geht das nicht. Wie gesagt, das Letzte ist, wie gesagt, du musst uns eine Vollmacht geben. Mit der Vollmacht, dann können wir zur Bank hingehen. In welchen Bank bist du denn? Deutsche Bank? Nee. Commerzbank? Post, Bankkasse? Postbank. Postbank, Postbank? ja. Ja, das ist ja kein Ding. Das ist ja kein Ding. Ich sag, wir brauchen nur deine Vollmacht. Ohne den geht's dann nicht. Ja, Moment mal. Ja, ich hab's verstanden. Ja? Und das heißt, wir können das hier über E-Mail kommunizieren. Du schau, ich habe dieser Frau, die mich nach Philippinen gebracht hat, habe ich die Vollmacht gegeben. Sie wohnt in Deutschland. Ja, das war die Banksache Was noch. hast du da gemacht? May video siyang pinapakita dito, may video, tapos may hawak siyang ID ng isang Pilipina, tapos yung ID niya, passport niya. Du schau, Kasi ang alam mo, Jay, sa totoo lang, ang problema dyan, baka binigyan niya yung authority yung babae, baka linungo lang siya. Yun ang problema dun eh. Ito ngayon, no, no. ich habe Vollmacht gegeben, aber die Bank sagt no. Yan, no. Jetzt sie wohl. Video. Ito yung, yan, no, yan yung video. Oh, tapos ano niya? Oh, yan, no, parang parang transfer ang nangyayari. Die Bank sagt no. Ich muss kommen. Ich muss nach Lörrach und auf meine Bank. Deshalb ich muss Deutschland gehen, sonst ich bekomme kein Geld. Ja, Karl-Heinz, du sagst ja, wie soll ich denn überhaupt von Philippinen nach Deutschland kommen, wenn ich kein Geld habe? Ja. Man muss das mal mit der Bank telefonieren, verstehst du? Ja, das ist das Problem. Wenn ich Geld Ja, hätte, ich habe mit der Bank reden oder sprechen, ja? Die sollen dir Geld schicken, dann kannst du dir alle rechtliche Sachen in Deutschland dann klären. ich habe das alles schon gemacht. Aber Ja, du kannst das per Video machen, Karl-Heinz. Das heißt, du musst mit deiner Bank in Verbindung setzen. Also ich spreche mit den Direktoren von der Bank im Reden. ich habe Du musst das über Video machen, also Videocall machen. Wie wir jetzt beide reden. Ich habe dieser Frau eine schriftliche Vollmacht gegeben. Und dann, Ja, aber was dieses hat der Bank Video, gesagt? und dann dieses Video dazu. Dann sie ist auf meine Bank. Und die Bank sagt, ne, ich muss persönlich kommen. Karl-Heinz, nein, das geht nicht. Du kannst so ein Video aufnehmen und dann in deine Vertrauliche durchschicken. Das geht nicht. Du musst persönlich dort anrufen. Karl-Heinz, Ja. hast du verstanden? Ja, Das heißt, die müssen mit dir reden. Die Bankdirektor muss mit dir reden, sprechen. Verstehst du? Dass es wirklich so sein soll. Du kannst nicht einfach ein Video aufnehmen und schicken, das geht nicht. Ich würde das auch als Bankdirektor auch nicht akzeptieren. Du musst persönlich mit dem Bankdirektor oder mit der Bankfiliale dort sprechen. Du musst dein Problem schildern und so, meine Bankkarte ist abgelaufen. Ja, wie komme ich da auf mein Geld ran? Du sitzt auf den Philippinen fest und du hast keine Möglichkeit zurück nach Deutschland, weil du kein Geld hast. So, das heißt, schick mir mal bitte Geld auf mein Konto hier auf den Philippinen. Du kannst ja, wie gesagt, direkt an der Bank dort anrufen. das Problem ist, ich habe hier kein Konto. Ich kann nur am Geldautomat Geld holen. Ich habe kein Konto. Ja, Karl-Heinz, hör zu. Du kannst das zum Beispiel bei der Bank, du kriegst das sofort, wenn du ein Konto eröffnen willst, du kriegst das sofort heute auf morgen. Du brauchst nur einen Pass und mehr nicht. Und du zahlst dir bloß für 200 Peso ein. Ja? Und mit dieser Bank, deine Kontonummer, kannst du dann anrufen hier in Deutschland bei der Postbank. Du sagst, das ist wie soll ich das sagen, einen Notfall, du sitzt auf den Philippinen fest. So, das heißt, du beziehst Rente jeden Monat
Ja. Und du müsstest bitte mit einem Post- oder Filialdirektor reden. Ja, und dann du schilderst einfach deine Probleme. Das heißt, du hast jetzt eher du hast eine EC-Karte von denen, das ist aber leider abgelaufen, deshalb konnte ich kein Geld abheben. So, Ja. und dann, wenn der Direktor sagt, okay, ja, kommen wir zusammen, haben Sie vom Konto, sagst du, okay, ich habe jetzt ein neues Konto, bitte überweisen Sie mir bitte das Geld auf mein neues Konto. Mir ist das nicht mal eins. Ja, ich habe kein Konto. Nein, deshalb, du musst jetzt zur Bank hingehen und ein Konto eröffnen. Verstehst du jetzt? Ja, So, und mit dieser Kontoeröffnung zahlst du 200 Peso ein, entweder bei BDO oder BIP oder wie auch immer auf Philippinen. Es gibt mehrere Banken auf Philippinen. Wichtig ist, dass du erstmal ein Konto hast. Damit in Deutschland deine Bank direkt auf dein Konto auf den Philippinen das Geld, deine Rente, wie auch immer, überweisen kann. Unbedingt gibt's das nicht. ich habe ein Konto. Ihr braucht sie nicht so machen, jetzt haben wir die Lösung. Ich habe ein Konto aufgemacht bei BPI und ich habe das an Ja, siehst du, und ich habe das an Postbank gesendet, ne? Meine Bankkarte, also ein Foto von meiner Bankkarte, aber sie sendete kein Geld auf dieses Konto. Sie sendete kein Geld. Ich habe Konto hier, aber kein Geld auf dem Konto, nichts. hast du Geld auf dein Konto? Para, Bitte? hindi natin maintindihan eh. Hast du Geld auf dein Konto noch? Nein, nichts. Ja, in Deutschland ich habe genug Geld. Aber hier in Philippinen auf dem Konto ich habe nichts. Karl-Heinz, hast du Geld auf dein Konto in Deutschland? Ja, logisch. 14 Monate läuft meine Rente da auf die Postbank. Also ich habe Geld, meine Rente von 14 Monaten. Ich bei mir auf der Postbank. Der Grund, warum ich verstehe den Grund nicht, dass der Deutsche oder die Deutsche Post dir kein Geld zuschickt auf dein Konto, wenn du ein Konto hast auf Philippinen. Ich weiß auch nicht warum. Hast du da angerufen oder hast du per Brief geschrieben? Nein, ich habe geschrieben, schriftlich. Natürlich. Nein, du musst anrufen, bitte Karl-Heinz, anrufen. Sie sagen, Wir wollen von dir was hören. Das geht alles, indem du dich zum Beispiel dort selber anrufen tust. Es geht alles heutzutage mit Videocall. Wie wir gerade jetzt reden, du musst dort anrufen. Die Deutsche Post sagt dir nicht, es tut mir leid, die können jeder Brief schreiben und unterschreiben. Das geht nicht. Die wollen von dir was hören, dann geht das, verstehst du? Ja? Das ist jetzt in Deutschland sehr streng geworden, was mit dem Anbetrieb und Anbelangt. Sa kanya? Sehr streng. Deshalb, du musst dich bitte, also das heißt, erstes hast du erst ein Konto geöffnet. die deutsche Botschaft hat bei der Postbank angerufen. Ja, und? Wegen einem Problem, wegen Geld. Ja, die sagte, ich muss vorbeikommen. Sie wollen, dass ich vorbeikomme. Ich persönlich. Sonst die machen nichts. Mittlerweile die deutsche Botschaft haben was gemacht. Sie haben angerufen auf die Postbank, deutsche Botschaft. Aber, Nein, hör mal zu. ja, Du musst doch bitte persönlich anrufen bei der Bank, direkt bei der Bank und nicht die Botschaft. Die Botschaft macht nur den Schriftverkehr. Alle anderen musst du bitte selber machen. Weil du hier noch lebst, verstehst du, was ich meine? Ja, die wollen von dir deine Stimme hören. Die Direktor, oder Freileiter, wie auch immer bei der Bank. Ja, deshalb haben sie das alles abgelehnt. Du musst da bitte persönlich anrufen und deine Sorgen
Klasse und dann schickst du deine Kopie und deinen Pass. Damit ich noch geglaubt wird. Ich habe vor einer Woche geschrieben, sie sollen mir Geld schicken über Western Union. Ja, Karl-Heinz. Ja, ich, Deine Schreiberei ist alternativ. Verstehst du? Hörst du mich? Verstehst du, was ich meine? ja, das, Schreiberei ist heutzutage in Deutschland überhaupt auf der Welt nicht mehr machbar, weil es gibt noch mehrere Fälle, die Leute, die betrogen. Das ist eine Betrügermasche und Falle. Das wollen die Banken nicht mehr. Verstehst du? Das heißt, du musst bitte selbst anrufen und dich erstmal identifizieren, wie du heißt, wo du lebst und so weiter, wie alt du bist, ob du verheiratet bist, ob du, keine Ahnung, wie alt du bist, was für Beruf hast du vorher und so weiter und so fort. das wissen Die Sie, brauchen das von dir zu hören. das wissen Sie alle schon. Ich habe schon so viel geschrieben. Karl-Heinz, anrufen, bitte, ich bitte dich. Nicht schreiben, sondern anrufen. Persönlich anrufen. Hast du gehört? Ja, Anrufen bitte und nicht mehr schreiben. Schreiben bringt nichts. Hast du doch selber erfahren. Du sitzt ja seit 14 Monaten, hast du kein Geld, weil du hier nur auch nicht wem hast. Geht nicht. Also, nimmst du eine andere Variante, indem du persönlich anrufen tust. ja, das ist doch eine normale Überweisung, oder? Wenn ich jetzt, wenn ich Du musst jetzt, dich erstmal nur identifizieren bei der Bank. Also ich spreche daneben, du musst mit dem Filialleiter oder mit dem Bankdirektor reden. Wer dafür zuständig ist, weiß ich nicht. Aber auf alle Fälle eins von beiden Filialleiter oder der Direktor. Asawa po ni Ate Leonie Silman yung kausap niya, nasa German sila. Hast du mit dir deine Probleme? Ich kann das auch nicht für dich machen, weil ich bin nicht dein Sohn, sonst irgendetwas noch. Es sei denn, wenn ich einen Vollmacht habe von dir, dann kann ich das vielleicht noch versuchen. Ja? Hast du verstanden? ja, Gut. Wie gesagt, du musst erstmal persönlich dort vorstellen. Also ich- Budoy! Du suchst hier erstmal die ganze Adresse von der Bank, wo du wohnst, wo du früher gewohnt hast, in Baden-Baden oder in Stuttgart. Ja? Die nächste große Filiale von der Post. Und dann dort anrufen. So, und dann verlangst du danach einen Filialleiter oder irgendeinen Direktor von der Bank. Und dann schilderst du ihm deine Probleme. Dann wird sie das schon entschieden. Wenn du schon ein Konto auf Philippinen neu eröffnet hast, dann brauchst du bloß nur, wie gesagt, denen dort weiter zu sagen, dann schicken sie das so schnell wie möglich Geld. Darum geht's halt nicht. Und du mal bitte gefallen, nicht mehr schreiben. Schreiben bringt nichts. Karl-Heinz. Ja. Hast du gehört? ja, ja. So. Das heißt, Montag rufst du noch an. Ja, Am Montag musst du noch anrufen. ja, wenn ich Geld habe, ja, das ist teuer. Da kostet eine Minute oder 3 Minuten kostet 3 Peso, 3 Euro. So, der sagt guten Tag und die redet bla 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 und schon. Du musst ja noch mal mit dir nochmal reden, Karl-Heinz. Ja, okay. Ah, sir. Kung tatawag ka doon sa bangko niya, dito sa Germany, magkano ba yung per minute? Kung ano? Kung tatawag kayo doon. Paano? Hindi ko alam. Si ano lang man nakakaalam yung dating nag-alaga. May telepon pa siya, wala? May telephone siya. Kung siya tatawag ko sa, from Philippines to Germany, magkano bang pinabayad yan? Per minute pa yan? Hindi ko alam eh. Tanong mo siya. Eh, sabi niya rin sa akin, 2 piso per minute, 3 piso. Hindi ko alam eh. Pero paano ba load, ano yun, load o wifi na, ano ba? Hindi ko kasi alam. Ano yan, yun dapat yan eh.
Long distance yan. Long distance. So, Hindi, ano, ang gagawin na lang natin, tumawag na siya doon, sabi niya sa bangko. Sabi niya na, mabigyan ka na sa akin, tumawag siya na doon. Kasi ang problema dito, hindi siya ano, kasi yung ginagawa niya palagi siyang sumusulat. Ang problema kasi si Jerman hindi na accepted pa siya ng sulat eh. Ayaw na nila gano'n kasi marami na nga mangluloko. Dahil sa pagpera ng usapan, marami na mangluloko. Kaya ayaw ng bangko na gano'n. Ang gusto ng bangko, kahit malayo pa, gusto nila personally ka tumawag sa kanila. so paano Kasi ka? marami silang personal na itatanong sa'yo kung talagang ikaw yun eh. So paano ko ano gagawin ko, sir? Para ano? Kaya sabi ko sa kanya, tawagan niya yung bangko niya kung saan siya dati nakatira dito sa Germany. I-google niyo sa sa inyo, pakihanap mo lang sa Google kung anong klaseng bangko. Kasi sabi niya, Postbank sabi niya sa akin. Oh, meron nandito yung ID niya nung Postbank eh. Oo, kasi meron niyang malaking yung parang main ba nila kung sa office, tapos ayun na dapat ang hanapin yung website, tapos tumawag siya doon. Tapos sabi niya nga, kausapin niya dapat yung director ng bangko para masabi niya kung anong problema niya, para matulungan siya. Kasi yung normal yung tao ng katrabaho niya na bibigyan ng pera niya, walang alam yan. Dapat sabihin niya, director talaga. So paano nang gagawin ko? Loloadan ko siya tapos hanapin ko yung ano. Ang unahin niyo muna, pakihanap mo muna sa Google, yung bangko niya. I-search ko tong nandito sa ID niya, sir. Tama po ba? Oo, tama. I-search mo dyan, tapos kapag ang gagawin ninyo, yung malaking bangko ng ito dyan yung queen talaga. Tapos kapag meron na kayo doon, tawagan ninyo doon. Tawagan nyo doon. Tapos sabihin niya, tapos dapat siya mag-usap ko kasi German siya eh. Sinabi ko sa kanya kanina na huwag na siya magsulat kasi ang sulat hindi na uso yun dito. Yan ang problema. Kasi kung meron na makausap nila yung director sa bangko doon, ang problema niya, di ba meron naman siyang bank account sa atin. Apo. May BPI siya rito eh. Oo, yung pala, kung meron sa bank account, meron sa bank number, di ba? O, kapag meron na siya kompleto, sasabihin ng director naman dito sa Germany sa kanya, anong magawa natin yung problema ngayon? Sabihin, kasi tatanungin niya siya nga, o sige, meron ka pa bagong bank account. Ipadala niya ng bank account dito sa Germany, at saka yung kopya ng niya, ng passport niya, para makita nila dito, solve ang problema niya. After 2 o 3 days, ang pinakamatagal yung 5 days, matanggap na rin yung pera. Kasi dinidirekta na yung ipapadala ng bangko doon sa bagong pagkakot sa Pilipinas. Ito yun. Okay, Ayun ang niya, solve yung problema niya. Simple lang yun. So, yun, ulitin ko, gagawin ko. Si-search ko yung Postbank niya, hanapin ko kung saan ba yun, kukunin ko yung number, tatawagan namin, papakausap ko sa kanya. Oo, siya dapat tumawag. Tapos sabihin ko sinabi ko nga sa kanya nga, i-explain niya doon ang problema niya. Pwede ba yun sa mga yung tatawag sa mga SIM card natin o landline? Mahal ang landline, mahal. So, paano kaya? Hindi ko kasi alam. Ay, yung ino-load mo na lang, parang pwede naman sa load na ganun. Or pag makausap ka dito, makausap niya dun eh. Loloadan ko, tapos rek tatawag, no? Regular load. Mga 500 siguro. Oo, sandali mo na. Pag nakausap niya na yung bangko niyang yung director or what, pwede mo lang ngayon kunin yung email address ng director eh. Para doon na lang kayo mag-usap para di kayo mahalan. Sinabi mo na sa kanya yan, sir? Ha? Sinabi mo na to sa kanya, kay
Carl Hines. Sinabi ko na sa kanya. Sinabi ko sa kanya. Kasi kapag, importante daw talaga makausap niya lang din eh. Ha? Kapag nakausap niya yun, ano yung problema yun, solve yung problema niya. Tapos, ang maganda nga doon, dapat kunin niya yung email address ng ng bank director para sabihin mo na nga doon na lang sila mag-communicate para hindi na kita tawag pa. Kasi isang email address, sabihin niyo naman pag sa kanya, o sige, may kailangan pa kami kapit sa inyo, ganyan ganito. Ipadala niyo lang yung director sa dito sa Germany, pero kaya lang, para hindi na kayo mamahalan pa. Magkopya na lang siya, o ipadala niya lang doon, solve na. Yes, siya talaga yun. Sige po, bukas maglo-load ako tapos research ko rin ngayong gabi yung mga hanapin ko para makausad na yung problema nito ni Sir Carl. But,